Haut 15. Sonntag am Joreskreis begräßen ich aus dem Kloster vu Pepping, wie wir drauf Funheit Sondesmass. Et singt den Ensemble Vokal Cantus Gaudium, Dirigentin as Nancy Back-Kelsen, Organist de Franz Theis. Hier spielt als Entree Short Voluntary vom Wogen, Döno Sangemar, Freudenklänge vom Gluck, Messbrief Nummer 5 vom Gounod, Gott zu Ehren vom Mozart, Comme un souffle fragile vom Courage, O Salutaris Hostia vom Mozart. An als Schlusslied verklungen sind die Melodien vom Gerhard Trabe. Durchel spielt als Sorti Cornet Voluntary vom George Berg.
Am Numm vum Pap a vum Sonn a vum Heilige Geest. Amen. Den Herr sief mat Dich all. Leef Leiit hai an der Kapell vum Kloster Pepping, a leef alle goe, déi der iwwer Medien mat deis verbonne sit. Wir feiern des Sondesmass 4 Ovent vum Fest vum Heilige Benedikt, Gründer vum Benediktiner Orden, a Schutzpatron vun Europa. Des Platz, d'Kloster vu Pepping, wo von 1883 bis 400 Joer Benediktinerinnen gewirkt a gebiert hun, otemt immer nach Eppes vun der Spiritualität vom Heiligen Benedikt. An déi steht viel geregelt Liewen a Gemeinschaft, Erbicht a Gebiert am Equiliber, Gastfreundschaft, Fried Liewen an der Natur, positiv Lebensausstellung op dieser Erd, an Ausrichtung op die definitiv Gemeinschaft mit Christus an der Ewigkeit. Alles durenden a Qualitäten, von denen wir eis können eng Tranche aufschneiden, wie eis egen christlich Existenz. Dazu soll den Herrgott eis op Vierspruch vom Heiligen Benedikt fähig machen, an noch eis freimachen von allem, was dat ging blockieren, besonders Schuld an Versohlen.
Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld nolossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns im heiligen Benedikt einen Meister und Lehrer geschenkt, der uns anleitet, dich zu suchen und dir zu dienen. Gib, dass wir der Liebe zu dir nichts vorziehen, sondern voll Freude und Zuversicht auf dem Weg deiner Gebote dir entgegengehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Der Herr wird dir Gutes tun, denn du hörst auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, und bewahrst seine Gebote und Satzungen, die in dieser Urkunde der Weisung einzeln aufgezeichnet sind, und kehrst zum Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zurück. Denn dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen müsstest: Wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest: Wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du genau so. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebschwestern und Brüder, der Philosoph Immanuel Kant von Königsberg hat sich am 18. Jahrhundert mit wichtigen Fragen um Mensch beschäftigt. Interessiert hat ihn, was der Mensch wissen kann, was er machen muss, was er hoffen darf, und wie der Mensch überhaupt ist. Einer von den zentralen Fragen beginnen wir heute am Evangelium. Der Jesus erzählte Gleichnis eine Geschichte, und froh ist die Hei: Wen ist mein Nächsten? Die decisive Herausforderung dabei ist aber das: Was soll ich konkret machen? Der Kant war kein Theolog, wollte doch keinen Sinn. Als Philosoph wurden nur Antworten gesicht, die allgemein waren und also auch gültig für Leute, die keiner Glaubensrichtung ungehören. Dafür behält sein Überlegung an dieser Zeit, wo immer Männer Leid leben, hier Bedeutung. Die Antwort auf die Frage, was soll ich machen, bleibt also spannend. Die Antwort, die der Kant gibt, die berühmten kategorischen Imperativ, ist ungefähr das: Was der Mensch machen soll, müssen auch die anderen machen und machen können. Und das muss für jede gelten und muss generalisierbar sein. Daraus ergibt sich das moralische Gesetz. Klingt ziemlich kompliziert, gell dir? Der junge Jurist am Evangelium ist kein Philosoph, in einem frommen, gesetzestreuen Jude. Dafür antwortieren korrekt auf die Frage, was soll ich machen, mit dem, was du aus der Bibel weißt. Du sollst den Herr, dein Gott, gern von ganzem Herz, und mit ganzer Seele, mit deiner ganzer Kraft, an deinem ganzen Denken, an dein Nächsten wie dich selber. Die Frage, was soll ich machen, ist nicht banal. Es geht nicht darum, wo ich das Jahr Vakanz machen, wie wat für ein neues Auto ich mich entscheiden oder Ähnliches. Bei der Frage um richtigen Ehepartner, und den ich mich ein Leben lang bannen will, geht es schon mehr deutlich, wie wichtig die Antwort auf die Frage, was soll ich machen, sie kann.
A wann eng schwanger Frau an enger Konfliktsituation ze desideieren huet, ob se het Kant ausdrohe wild oder aufdreive lässt, spätestens dann gëtt klar, dass het bei der Frau, wat soll ich machen, Leben an Tod geht. Dem Gesetzeslehrer am Evangelium geht es nicht eng einfach Entschädungshülf, die vom Jesus ging erbierden. Me, et geht ihm alles, dat ganz, Leben en bloc, an total, sein ewig Leben und dat gelebt, an ob dat den hofft. Gesetzkennten will aber wissen, wat dat konkret für hien als Lebensprojekt bedeit, a wat dat mat sich bringt, eben wat dann nur gene soll machen. Gott ger hun an den Nächsten. Theorie wusst de Jurist. De Kommentar vom Jesus as ganz einfach: mir da maret, seid se dumm, gleef net nimmen, mir mach Erfahrungen da mat. Du bas richtigen weh. A vier das zu illustrieren, verzielt den Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Samariter hülft engem Jud. Dat war demals mei wie spektakulär, et war ungeheierlich. Samariter goufen als Subaltern, als Innermenschen ugeguckt, a von allen anderen evitiert. Haut wird vielleicht gerade so sensationell, wann ein Palästinenser engem Jud hülft oder ein Jud engem Iraner. De Samariter mechten nur awer dat, wat menschlich gesinn am selbstverständlichsten ass. Sei dann dem, den Notleit, een Bruder. Een hülft, ohne trennend Mauren zu beurchten. An den einer lässt sich auch von ihm hülfen. An der Not relativiert vieles sich, was so zentral oder wichtig erscheint. Lo geht es einfach nimmen drum, zu evaluieren, an evaluieren zu lassen. Wie ein anderer beisteht, Gott hinnen zum Nächsten. Froh as, losse nicht mich von der Not von anderen so berehren, dass ich hinnen zum Nächsten ginn. Der Jesus leeft Leid benennt Basics für eng echt Nächste leeft. Die Quintessenz von der Geschichte, Lehrer, die man daraus zählen, als die Hai. Maret gene so wie die Samariter. Dat heißt, handel wie diesen Friemen. Sicht da dein Nächste nicht raus. Hol den dich braucht, der drunter steht. Guck nicht weg. Los dich abhalen, an investier dich, do wo Not Mann ass. Och wann dein Terminkalender op Kopf geheit. Wie handelt der Samariter? Bleibt stohen, hält sich Zeit. Schalt kein Krankekäs an. Friert nicht für dich in de wie, werdet kascht oder wie dafür abkommen muss. Hülft, greift aus in Tasch. Huet eppes für den arme Kerl ivrig. Ob den Iwerfall war, him je merci gesot huet, ob beit eppes mat ne beschwert hun, an am Kontakt bliewe sinn später hin, ke wurt dovon am Text. Neicht von all dem soll jo Voraussetzung für eis Hülf, eis leeft zum nächsten Sinn. So zu leben, Gott ger hun an den nächste ger hun, dat feiert op dat Ziel vom Leben hin, feiert Flang bei den Hauptgewinn, bei groß los, an der das ewigt Leben. So do sind für die Aner sich ersetzen, helfen, retten, verbannen, pflegen. Jo, wie sehe ich als Welt dann aus? Den anderen Mensch gesinn als Nächsten, nicht als Friemen oder Konkurrent, nicht als ein, dem ich belascht oder mal etwas wegschule wilt. Dorims geht es. Uppacken, oprichten, trichten, beistehen. So nächster fanden wir überall. An nächster sie noch mir. Do wennst sollte man so mit den Menschen an Not umgehen, wie mir es am Erstfall von anderen auch erhoffen, Wünsche geben für uns selber. Du mat sind wir nächst beim kategorischen Imperativ vom Kant. Anders ist nicht doch so, den anderen gern hun mich an Logik von der Leeft versetzen, dann hun ich auch mich gern, an den Herrgott gern. Ege leeft,
nächste leeft, a Gottes leeft, ergänzen sich, a falle lächtlich aneinander. An, der leeft Ausdruck hin, dat geht gut, et mischt eis froh. Et mache wie de Samariter as so selbstverständlich, so einfach, an dachtags so schwer. Der Papst Jean-Paul II. Hat mal gesot, eigentlich sollte die ganze Kirche dieser barmherzige Samariter sein, der die Welt in Gestalt des Überfallenen sieht, auf sie zugeht, Mitleid hat und sie verarztet. Den Appell vom Papst Franziskus ass, man solle nun Peripherie goen. Hier gesäit Kirch als Feldlazarett, an den Herrgott als den Doktor a Retter vun de Mënschen als Heiland. Geh und handle genau so, gilt also auch hei an Haut. Der Salzburger Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl huet recht, wann er schreibt, wer seinen Nächsten verurteilt, der kann irren. Wer ihm hilft, der irrt nie. Beispielgeschichte vom barmherzige Samariter als ein kostbares Stück authentisch Christentum. Eine Geschichte, die als obwult und nicht arro lässt. Sie überspringt Grenzen vom Ego. Erfried mich, wem kann ich den Nächsten sinn? Wer erzählt, dass der konkrete Mensch von weit davon no, als eng Dignität? Los ma eis op Hien an. Liebe Brüder und Schwestern, Quote weisen, dass am Fernsehen des sogenannten Herzkino Uta Danella, Rosamunde Pilcher, Inga Lindström und Sophirun ganz belebt ist, weil do Menschen gewiese gehen, die anderen a Schicksalsschlei oder a persönliche Notlaren no sind und ihrem Leid deelholen und sie unterstützen. Thema Nächste Leif bewegt anscheinend viel Fernsehzuschauer, so wie zur Zeit von Jesus Menschen beschäftigt wird, wie immer am Evangelium hören hun. Herzkino-Sendungen berühren viel Leid emotional. Sie ersetzen aber auf keinen Fall die tätig Nächste lebt. Wir sie können encouragieren, damit anzufangen. Not von den Mitmenschen an unserem Lebensumfeld zu gesehen, sich am Innersten davon berühren zu lassen und dann tatkräftig anzupacken, anzuhelfen. Wie in dat Wort, die gibt ein Instrument für Gott. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Jesus schenkt uns alldachs sein Lebt. Los wir zusammen zu ihm beten. Für dat Kirch beständig Zeichen vom Herrgott Singer lebt, auf von seiner Bereitschaft zur Versöhnung aus. Jesus, Herr eis. Für dat die verantwortlich Staat a Land sich wirklich für den Frieden ersetzen. Jesus, Herr eis. Für dat die krank, dafür für Gewalt auf ein Accident oder gut Samariter fannen, die ihnen helfen. Jesus, Herr eis. Für dat mir selber dem Herrgott sei Wort an Praxis umsetzen. Jesus, Herr eis. Herrgott, du guckst ob die Demütig, an hörser Bärme mit denen Ärmen. O Herr reis an denger lebt durch Christus, eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir zu deinem Altar bringen. Gib, dass wir nach dem Vorbild des heiligen Benedikt an jedem Ort und zu jeder Stunde in deiner Gegenwart leben und so in deinem Dienst die Gaben der Einheit und des Friedens erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe des Himmelreichs zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus seinem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit. Dafür beten wir dich, mach des Goven hellig durch dein Geist. Lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen von dem Jungen, unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verrode gouf, wo den Tod op sich geholt huet, du hält den Brot an sing hen, se den Dank gebiert, bricht Brot, regnet singe Frön a seht, holt an erst alle gut davon, der teiers mei Leib, Getier gin für ich. Nom ersten hölte noch der Kirlich, seht rimmen Dank gebiert, rechte Kirlich singe Frön a seht, holt an dringt alle gut raus. Der teierste Kellich mat mingem Blut, Blut vom neuen an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel aner, wie dat Sünden verziehe gehen. Macht es als mein Undenken.
Geheimnis vom Glauben, dein Tod, Herr, verkündige mir, dein Oberstur feiere mir, bis du kommst an Herrlichkeit. So feiere mir, heilige Pap, d'Undenken von dem Jung, der für uns gestorben an Oberstern ist, an so affirmadiert Brot vom Leben an der Kirche von der Erlesung. Wir sollen dir merci, weil du seist Beruf für von dir zu stehen, an dir zu dingen. Wir beten dich, los eis Deel holen Leib an Blut von Christus, dat ma eend gehen durch den Heiligen Geist. Denk den Kirche durch dat Welt, los dei Volk Wursen an der Lebt, zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, singen Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Denk stehen von dieser Kirche. Denk all unsere Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen. Denk die vielen Schwestern, die hier zu Pepping am Kloster gelebt und gewirkt haben. An all die anderen, die an dieser Not gestorben sind. Hol sie ab bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich eiser all, schenke uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, dem Heiligen Josef, den Aposteln, an all denen, die Gnot von du bei dir, sind die Welt besteht. Mit ihnen all, los es dich löwen an Ehren, durch den jungen Jesus Christus. Weil durch ihn am Mattimann anhim, dir allmächtiger Gott, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eier, lo an immer an ewig. Amen. An lo will wir zusammen an noch für den einer so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sei geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis halt als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Besen, weil dein das Reich an Macht, an Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben das Unterpfand des ewigen Lebens empfangen. Gib, dass wir nach der Weisung des heiligen Benedikt alle Menschen als Brüder und Schwestern aufrichtig lieben und in deinem Dienst treu befunden werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft am Kloster zu Pepping. Nach das lief Leid, wie der wisst, muss die Kirche selber die Verdrohung von der Sondesmass finanzieren und also bei Mathilfe angewiesen. Ein grosses Merci all denen, die sich schon generös gewiesen haben. Wenn die wilden Don machen, können die dort auf die Fondation Saint-Irmin machen und von den Steuern aufsetzen. Details dazu an der Presse an kathol.lu. Ein herzliches Merci für all Gäste. Die nächste Sonntag überdroht Mass von Mutwort. An los halten wir zurück an den Studio.